Allerhand Gviecherts haben die Bernhofers im Kastel um ihren Hof. Ein Schwein ist geschlacht worden und heute wird's zerteilt. Es werden Würst und das Kesselfleisch gekocht. Für Mittag hat der Bernhofer Leute eingeladen. Bis dahin soll ja auch der Zwetschgen-Schnaps fertig sein, den er für den Metzger brennt. Der Metzger hat ihm die Maische mitgebracht. Und mich hat der Bernhofer gleich eingespannt zum Mithelfer. Und das übergeht. Da hört man Kern wie Kern reinrauschen. Zum Andreas Bernhofer sagen übrigens alle nur der Bernhofer. Muss da nicht der Brennrechter da sein? Dabei. War da dabei am Hof? Nein, Nicht? bei der Anlage war es dabei. Ach so. Drüben im Haus ist die Bernhoferin. Da wird Brot backen und es soll später auch Apfelkrapfen geben. Wo ist Bayerin? Ah, grüß dich. Marlene, hä? Bist du? Wo ist Mama? In der Küche. In der Küche, schau mal. Die Bernhoferin ist die Martina Bernhofer. Sie darf man schon mit ihrem Vornamen anreden. Es geht noch gemütlich zu in der Küche, vorm Bacher. Also der braucht seine Ruhe jetzt, der Tag. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Korianderkernel dabei drüber geschnitten. Die tue ich dann noch mit rein. Da ist der Ofen, oder? Das ist der Brotofen. Ach, da herin ist der. Ah, ja. Das ist eben das Tolle. Also meine Mutter hat mir den, nachdem ich den vor 12 Jahren gekauft habe, um 100 € von einem Bauern, haben den nicht mehr gebraucht, hat er mir endlich eingebaut. Allerdings die Schnapsanlage, die haben wir auch gekauft vor ein paar Jahren. Die war dann auf 2 Monate poliert und eingebaut. So. Und Der Ofen? ja, genau, ich habe lange gewartet, aber jetzt bin ich so glücklich. Das Butterschmalz in der großen Pfanne ist noch fest, aber Sauerkraut zum Kesselfleisch ist schon vorgekocht. Das Schmalz habe ich hingestellt, weil Nachmittag kommen noch ein paar Freundinnen dann und dann werden wir dann immer aufgekrapfen. Der Metzger, der jetzt gleich in Aktion tritt, heißt eigentlich Matthias Weilbuchner. Aber er ist der Metzger Hirs. Ein Kesselfleisch gibt's, einen Pressack machen wir, Flurer Leberwürst. Wie läuft das dann? Ja, jetzt legen wir die Sau, richten wir fürs Kesselfleisch her, harzen wir ein, Kessel einharzen, Wasser rein. Der Saugkopf kommt nicht ein. Schon? Ah, Schon. Schon, gell? Weil das Ja, denken ja. wir, der muss ja drin sein. Ja, ja. Der zweite Metzger. Der Bruder. Der Bruder Thomas Bernhofer kommt mit der kleinen Theresa und Frau Regina zum Helfer. Der Thomas ist auch ein Metzger. Was ist denn das da für. Das, was da ausschaut, das ist Backerl, Das ist oder? Backerl, ja. Das ist Kesselfleisch, Das ist besser. was Feins. Kann man, wenn du jetzt mehrere hättest, kannst du es ausschneiden, schön dünsten. Auch ganz was Feins. Der Kessel wird zweimal befüllt. Zuerst mit dem Fleisch, aus dem Wurst und Pressack gemacht wird. Und die Spezialitäten fürs Kesselfleischessen werden erst einmal nur hergerichtet. Der Kopf und das Krummfleisch. Jetzt sind wir das da oben. Jetzt haben wir das Kronfleisch oben. Das Krummfleisch ist der Muskel, der das Zwerchfell spannt und der bei uns beim Lauer sogar manchmal wehtut. Ja, das ist Zwerchfell, gell? Ja, das ist Zwerchfell, das ist das Zwerchfell. Aber das kennt keiner mehr eigentlich heute, oder? Nein, guck, nein, die Jungen, nein. Wenn du sagst, magst du Kronfleisch, dann schauen sie dir an. Da weiß ja keiner mehr. Aber das war früher Spezialität. Ja, ja, Oder? ja, ja. Das ist ja festes Fleisch eigentlich. Ja, es ist ein reiner Muskel, der arbeitet die ganze Zeit, Tag und Nacht. Beim Schnaufen, alles. Das Krummfleisch hat noch Zeit, aber der erste Brand vom Zwetschgen-Schnaps, der müsste jetzt kommen. Die Schlüren. Ja, das sieht man schon. Und wenn es da über 80 Grad hat, dann geht er durch. Na, hat Zwetschgen, gell? Das riecht man schon. Gut. Jetzt kann man anfangen. Das kann man nicht verheimlichen, gell, wenn da etwas brennt wird. Na, nicht leicht, nein. Aber zwischen gehen alle gut. jetzt- Ja, genau. Nur so. Ja, Na, gut. ja. Und normal mache ich im Winter, machst du erst Geld zu und dann brauchst du nicht mehr viel dazu. Das 2 wie Bier und dann gelangst du. Es ist immer noch recht ruhig im Hof. Metzger werden immer mehr und machen schon Pause. Sie müssen die ganze Sau noch teilen. Drin sind die Frauen und die Kinder dabei, das Gemüse für die Kesselsuppen herzurichten. Die Bernhofers haben übrigens 4 Mädel. Dann sind es mit der Cousine 5, die mithelfen.
Das Brot kommt jetzt auch in Form. Aber der ist. Verkaufen das kein Brot. Also, Oder schon ein bisschen. eher verschenken, aus Freude. Ja. Genau. Alles, was wir machen, machen wir eigentlich. Und eigentlich machen wir es, damit wir wissen, was wir essen. Das Brot füllen wir dann mit ein, gell? Weil dann machen wir ungefähr alle 2 Wochen ein Brot, wie es mir gerade reinpasst. Oder wenn ich weiß, es kommen Leute auf Nacht für Pizza, dann ist der Ofen eh schon an und dann kann ich leicht schon noch ein bisschen Brot backen noch vorher. Gell? Ich muss auch schon vorne. Ja, da zwiefelt's gescheit in der Küche. Nach dem Lüften ist dann besser geworden. Draußen hat der Metzger Hirs die Sachen aus der Küche alle gebraucht. Und die kommen ins Käselfleisch. Die gehen wir mit dazu zum Mikro. Du hast das nur mehr auseinander. Nein. Im Ganzen. Zahlen's. Ach so. Dann gebe ich ihm auch ganz. Alles ganz eins. Sellerie auch große Stückchen wahrscheinlich. Genau. Gute Schneck, gell? Das Fleisch wird zum größten Teil eingefroren. Aber jetzt wird's Kochfleisch hergerichtet. Lauch braucht man nur ein wenig. Ah, da habe ich noch einen im Garten. Hast du einen? Ja, bringst du noch ein bisschen an. Gut, Hat der gehen mit, gell? Schauen wir oben. Im Garten. Wo ist der? was haben wir da? Ein schönes Gartel hat's, die Martina Bernhofer. Das lasse ich Nein, dann. ist ein Lot schon drin. Genau, schon langsam geht's los. Ich traue mir ja immer ein bisschen bald. Ich habe meistens Glück, dass man es nicht noch friert und so. Jetzt hat der Metzger hier seinen Lauch, der ihm noch gefällt hat. Du hast das Zeug für die Leberwürste essen. Ja. Und Blutwürste, dann wir die schneiden und das Kesselfleisch rein, dass man was zu essen kriegt zum Mittag. Die sind gut. Die sind gut und die kommen eine Blutwürste rein. Fein Würfeln. Da. Uschula. Wie sagst du die Suppen? Brill. 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 Dinge rein. Ich kenne das von daheim unter dem Namen Britzsuppen. Das können wir kipfen. Gib rein. Zum Kopf kommen fürs Kesselfleisch jetzt noch vor allem Wammerlstickel ins Brill. Ja, Brustspitz. Und das Und das Grofleisch. Grofleisch tun wir später rein, weil das verkochen wir sonst. Das soll ja ein wenig Biss haben. Das braucht eigentlich gerade eine halbe Stunde. Dann müssen wir noch ein wenig Gemüse rein. Im Gemüse wird's geschmackig. Da drin werden auch die Würste brüht. Babyrum. Was? Alles rein. Aber die Blut- und Leberwürste werden erst noch gemacht. Brill müssen wir noch ein wenig Salz. Ding auch geben, ein wenig Salz. Verstehst du? Ja, pressieren tut's immer noch nicht, obwohl es schon auf Mittag zugeht. Bei den Bernhofers ist zwar alles gut getimt, aber kein Stress. Aber jetzt kommt noch einer mit einem alten Brot daher. Martina! Jeder Brot da alles für die Sau. Ja, gut. Weil bei uns werden nicht weggeschmissen. Magst du es ja noch Wir gleich wüssten selber? gern, ganz einschmecken? gern. Weil wir haben nämlich kleine Facki. Die zeigst du mir. Das Brot für die Sau gibt's später, weil die Fackeln sind gerade bei der Milch. Ja, so frisch ausschauen. Sowas ist doch eine Augenweide, wenn man sieht. Ein bisschen müssen wir Wird ja es so noch. eine Muttersau um die jungen Kinder, gell? Die Hähner machen eine Gaude, wo die überall hinlegen. In der Küche muss aber jetzt endlich das Brot in den Ofen, sonst wird's nicht fertig zum Kesselfleischessen am Mittag. Das Einschießen muss der Bauer machen. Dann kommt die Bäuerin wieder allein zurecht mit dem Brot. Ich tue einmal umrichten, weil es ja gerade hinter wie so heiß ist. Wir haben einfach noch ein bisschen am Erfahrung sammeln von Mal zu Mal. Muss einen Ofen kennenlernen. auch, ja. Richtig so ist ja, wirklich. Aber es ist schon mein Freund. Genau, die Oma, seine Mama hat ja auch einen Bruder, die hat aber noch gesegnet. Das hat man jetzt nicht angewohnt, aber ja. Aus dem ersten gekochten Fleisch werden jetzt endlich die Leber- und Blutwürste gemacht. Da haben sie sich aber den allerpassendsten Fleischwolf ausgesucht für die Menge Fleisch. Für die Wurstmasse braucht es ein bisschen Flüssigkeit aus dem Kessel. Und in den Kessel kommen jetzt die zarteren Sachen dazu. Kommt jetzt Grofleisch auch da rein? Dann wird's klein. Und passt das auch gerade mal. Das Herz ist auch dabei, ja? Schauen wir rein. Am Mittag soll man nach dem Essen mit dem Schnaps nachtrinken können. Der Bernhofer hätte zwar einen eigenen, aber der Metzger Hirs will seinen Zwetschgenschnaps ja mit heimnehmen. Jetzt wird er zum zweiten Mal brennt. Das ist schon Vorlauf jetzt. Und wie merkst du das, dass, wenn der Gute kommt? Das rührst du selber nach.
Also da schnuppert ich schon ein bisschen mit. Da eine zu viel weg tun. Du hast noch Klebstoff, gell? Wegen? Ja, ein bisschen Weil das ist ein Jager, da geht es auch nicht so genau. Weißt, Aber der muss ja gut sehen, der muss ja zielen können. Der darf nicht blind werden. Einer hat einmal gesagt, ein Auge kann man riskieren. Ja, gut, dass man weiß, dass das alles im Spaß gesagt wird. In Wirklichkeit wird natürlich genau aufpasst, dass kein Methylalkohol im fertigen Schnaps ist. Der Metzger Hirs, der mit dem Thomas Bernhofer immer noch Leber- und Blutwürst macht, wird sich schönstens bedanken. Aber in den Ofen gehört er auch nicht rein, der falsche, hochprozentige. Ah, gut. Das passt, oder? Da haben wir. Ja. Was tust du? Einen Schnaps eingeschüttet. Ja. Habe ich dir das Feuer ausgelassen? Verhaust du meinen Schnaps? Ihren Vorlauf. Ach so, ja, den brauche ich jetzt nicht rein. Ja. Was tust du da? Was tust du da einreimen? Das Kreis? Ach so. Das Brot ist umgerichtet und fertig geworden. Und auf die Schnelle hat die Martina Bernhofer noch den weichen, luftigen Hefeteig gemacht, aus dem jetzt gleich die süßen Apfelkrapfen werden. Die Tochter Kathi hilft fleißig mit. Sie hat schon mit den Schwestern die Apfelstickerl hergeschnitten. Und da kann man einfach wirklich auf die Schnelle viel gute Sachen herrichten. Der geht fast schon davon, so schieweich ist er. Und bevor der Teig ganz davon geht, werden die Krapfen im Butterschmalz ausgebacken. Einmal umdrehen und dann sind sie goldbraun. Die Krapfen kann man übrigens gut einfrieren. Dann werden sie aber nicht in Zimtzucker gewälzt. Die Nachspeise ist fertig und draußen wird schon hergerichtet fürs Mittagessen. Die Leute sind schon fast alle da. Und wo ist jetzt Grofleisch? Haben wir das Grofleisch? Das ist jetzt gut. Das passt jetzt perfekt. Ja. Nur mal schräg aufschneiden, ja? Schön. Saftig, nicht, überhaupt nicht verkocht. Probier's. Hat einen Biss, aber zahlt er nicht. Ja. Gell? Ha? Das ist ein Traum. Vom Geschmack her gar, gell? Super. Schau her. Bernhofer, der ist auch. Ja. Ha? Der ist auch. Mit Liebe gefüttert. Ja. Gell? Ja, und wir haben sie brav angestochen, gell? Ja, am Metzger Tisch wird probiert und probiert. Das Grofleisch, Backerl und die zerrissene Würst. Aber es muss ja noch was bleiben für die Leute. Bloß durch die Schmerzen da hinten. Eins ist gewiss, neben dem Metzger kriegt man die wahren Schmankerl. Hast du Brille schon probiert? Kann ich da mal probieren? Ja! Jetzt ein Bier anhauen, jetzt gibt's was. Ja, aber ja, Gaudi kommt mit dem Audi da wohl. Geizig war der Bernhofer gewiss nicht. Es war mehr als nur da für alle. So, los geht's. Und wer war eigentlich eingeladen zum Kesselfleisch? Ja, die Leute aus dem Dorf und aus der Umgebung, die vielleicht einmal beim Dreschen geholfen haben oder was repariert haben am Hof. So kann man sich halt revanchieren. Egal eigentlich. Kraut gibt's auch noch. Oh mein Oh, gut. Die steht ja. Nicht gleich eins, Kinder. Die Apfelkrapfen sind allesamt nicht eingefroren worden. Es waren ganz schön viele, denen die Kinder allein nicht her geworden sind. Die Erwachsenen haben aber vorher einen Schnaps gebraucht. Hat jeder einen Schnaps? Ja, Gastlichkeit und alte ländliche Esskultur. Die Bernhofers in Kastel pflegen die noch. Kastler Südhang. Ist das?